Gut. Ich sollte lieber keine Zeit verlieren und direkt zum Hafeneingang gehen. Ich bin schon über eine halbe Stunde zu spät. Ach so, dann gehen wir gleich zum Eingang. Wo ist der? Ich sollte lieber keine Zeit... Niemand hier. Das hier ist der richtige Ort und so viel zu spät bin ich ja eigentlich nicht, dass ein normaler Mensch nicht noch gewartet hätte. Die Geschichte gefällt mir nicht. Ich schaue mich lieber mal um. Aha. Eine hölzerne Stange. Die Markierungen auf der Seite lassen darauf schließen, dass man damit die Wassertiefe misst. Die können wir doch bestimmt mitnehmen. Brauche ich im Moment nicht. Ach so, dann halt nicht. Eine geöffnete Dose. Sieht aus, als wäre da Pech drin. Aber die können wir brauchen. Das Pech sieht immer noch ganz brauchbar aus. Der anonyme Anrufer hat sicher diesen Apparat benutzt. Da war eine Schiffssirene im Hintergrund. Hier liegt was auf dem Boden. Verdammt, das ist Blut. Das ist frisch, sehr frisch. Sonst hätte der Regen es längst weggespült. Die Geschichte gefiel mir von Anfang an nicht. Diese Blutspuren verbessern diese Einschätzung auch nicht gerade. Was zum Teufel? Das war bestimmt der Taxifahrer. Verdammt. Dieser chinesische Taxifahrer ist abgehauen und hat mich hier sitzen lassen. Ich hasse Taxifahrer. Da sind Blutspuren. Können wir die vielleicht Diese untersuchen? Blutspuren hier sind kein gutes Zeichen. Ist da vielleicht irgendwas? Nix. Das Büro des Hafenmeisters. Da hängt ein Zettel. Wir möchten Sie darauf aufmerksam machen, dass das Büro des Hafenmeisters täglich von 6 Uhr bis 10 Uhr abends geöffnet ist. Ein Stoppschild. Gut, jetzt schauen wir uns erst einmal da hinten um. Da ist das Logo eines Spielzeugherstellers auf diesen Kisten. Wer weiß, vielleicht hat der Weihnachtsmann seinen Schlitten eingemottet und benutzt jetzt ein sehr viel praktischeres Handelsschiff. So wird's sein. Bevor ich die Landebrücken untersuche, sollte ich mich erstmal umschauen. Ach so, dann schauen wir uns da vorne um. Die Sonne scheint, viel mehr optimistisch als ein Akt sinnloser Gewalt. Eine Signalboje. Der Anker muss sich gelöst haben, sonst wäre die nicht so nah am Kai. Kisten, Fässer und sonstiger Müll. Was man halt so in einem Hafen erwartet. Nichts, was sich lohnt aufzusammeln. Was haben wir da? Kisten, Fässer. Aus diesem Auto schließe ich, dass ich nicht der Einzige hier am Hafen bin. Ich bin nicht hier, um Autos zu klauen. Hätte ja sein können.
Da scheint etwas in diesen Kisten zu sein. Mal sehen. Das ist ein Stück Rohr. Könnte nützlich werden. Natürlich. Ein Ruderboot, das schon mal bessere Zeiten gesehen hat. Eine Metalltür. Kennen wir da vielleicht eine? Geschlossen. Die Hangars und Lagerhallen ziehen sich über die nächsten 2 Meilen hin. Das kann ich nicht alles abklappern. Gut, haben wir eigentlich alles abgesucht, oder? Oder haben wir wieder irgendwas übersehen? Kane Smith Warehouse. Sieht so aus, als wären die schon länger nicht in Benutzung gewesen. Gut, das können wir nicht wieder machen. Probieren wir es halt nochmal. Brauche ich im Moment nicht. Bevor ich die Landebrücken untersuche, sollte ich mich erstmal umschauen. Melville Docks. In den 20ern war das ein wichtiger Umschlagplatz für die Fischer des East River. Aber ich habe seit Jahren nicht mehr davon gehört. Ich dachte, der wäre längst geschlossen. Jetzt schauen wir uns erstmal das Rohr ein bisschen genauer. Das sieht aus wie ein Stück Rohr. Können wir das vielleicht benutzen? Das Rohr könnte als Haken funktionieren. Aber ich muss beide erstmal verbinden. Ja, ich nehme ein bisschen davon mit. Jetzt ist das Rohr voller Pech. Aha, und jetzt hat... Können wir das vielleicht verbinden dann? Das Pech sollte eigentlich als Klebstoff gehen. Brauche ich im Moment nicht. Brauche ich im Moment nicht. Warum nicht? Ein ziemlich hingeschusterter Haken an der Stange. Nein, ich wüsste nicht, was ich damit anfangen soll. Bevor ich die Gut, da können wir nicht hinter. Also irgendwas. Müssen wir nur entdecken. passen nicht in meinen Mantel. Sonst würde ich liebend gerne eine riesige Holzkiste durch New York schleppen. Das sind die typischen Dinge, die man braucht, um in der Großstadt Erfolg zu haben. Gut, irgendwas haben wir übersehen. Nein, es grenzt schon an ein Wunder, dass das Ding immer noch schwimmt. Jetzt kann man vielleicht die Hilfe aktivieren, oder? Also die, wo es die wichtigsten Punkte markiert. Wobei wir eigentlich schon was gesehen haben. Oder heute die Tier. Da haben wir doch
unseren Dietrich dabei. Ich brauche einen guten Grund, um das zu tun. Ich kann nicht jedes Schloss knacken. Gut, hätte ja sein können. Das geht so nicht, da bin ich mir sicher. Das geht so nicht, da bin ich... Tja, jetzt hängen wir mal wieder fest. Die Manhattan Bridge. Die wurde vor etwa 20 Jahren fertiggestellt. Sie verbindet Lower Manhattan mit Brooklyn. Ich glaube, das ist hier nützlicher als in meiner Wohnung. Hätte ja sein können. Brauche ich nicht mehr. Ein ziemlich hin... Ich glaube, mit den Zigaretten kann man auch nicht so fangen. Nein, das ergibt keinen Sinn. Das geht so nicht, da bin ich mir sicher. Ach, kann man jetzt Bevor nicht? ich die Landebrücken untersuche, sollte ich mich erstmal umschauen. Ja, wir haben doch nichts gesehen. Normal. Nichts, was sich lohnt aufzusammeln. Ich bin nicht hier, um Autos zu klauen. Oder gibt es da noch mehr? Es gibt überall im Hafen Fässer und Kisten. Nichts, was sich lohnt auf... Die Hangars und Lagerhallen ziehen... Eine Metalltür. Aber die geht dick auf. Nichts, was sich lohnt aufzusammeln. Das ist definitiv das Telefon. Und diese Blutspuren sagen mir, dass der Anrufer nicht gerade gut aus der Sache herausgekommen ist. Ja, ich sollte die Polizei anrufen. Genau. Hallo? Vermittlung. Vermittlung. Die Leitung ist tot. Jemand muss das Kabel durchtrennt haben. Das erklärt, warum der Anruf, den ich erhalten habe, so plötzlich unterbrochen wurde. Kein Taxi, kein Telefon. Sieht so aus, als müsste ich mich selbst kümmern. So, jetzt aber. Zu dunkel hier. Ich kann kaum erkennen, wo ich hintrete. Gut, dann werden wir mal wieder speichern. Eine Schalltafel. Aha. Eine Taschenlampe. Ja, die nehme ich mit. Die Taschenlampe ist wohl noch in Ordnung, aber die Batterien fehlen. Sachen zu finden, die man einfach so benutzen kann, wäre ja auch zu einfach gewesen. Genau. Da kann ich nichts machen. Die Steuertafel ist völlig unbrauchbar. Gut, jetzt haben wir Taschenlampen, aber keine Batterien dazu.
Da ist das Logo eines Spielzeugherstellers. Wer weiß, vielleicht hat der Weihnachtsmann seinen Schlitten eingemottet. Hier ist es stockdunkel. Wenn ich noch einen Schritt weiter mache, könnte ich im Hafenbecken landen. Ertrinken scheint mir ein eher unerfreuliches Ende der Geschichte. Das ist das Logo eines... Wer weiß? Gut, haben wir sonst noch was Wichtiges? Die hölzerne Landungsbrücke ist so morsch, dass einer der Stege zusammengebrochen ist. Tja, ich denke, dass wir jetzt irgendwie Batterien auftreiben dürfen. Aber wo? Das Licht von dieser Boje muss irgendeine Energiequelle haben. Vielleicht sind das ja die gleichen Batterien wie für meine Taschenlampe. Das kann gut sein. Und womit soll ich es benutzen? Mit der Boje. Ja, das sollte funktionieren. Der improvisierte Haken sollte es tun. Ich kann damit die Boje einhaken und sie ans Pier heranziehen. Okay, ich habe die Boje näher herangeholt. Dann wir die Batterien aus. Okay. Hoffentlich hat die Boje die gleichen Batterien wie die Taschenlampe. Das sind die gleichen Batterien. Wenn ich nicht wegen diesem anonymen Anruf schon wach wäre und ich keine Blutspuren gefunden hätte, würde ich sagen, heute ist mein Glückstag. So. Die Taschenlampen dürfen jetzt funktionieren. Hier ist es stockdunkel. Ertrinken scheint. Die Taschenlampe habe ich an den Docks gefunden. Zeit, etwas Licht ins Dunkel zu bringen. Mit Pistole und Taschenlampe in der Hand umgehe ich die Kisten, die im Hafen verstreut liegen. Ich leuchte alles ganz genau ab, wo ich denke, dass sich jemand verstecken könnte, der mir eins über die Rübe ziehen will, wenn ich gerade nicht aufpasse. Es ist niemand auf dem Dock. Ich suche lieber bei den Piers weiter. Und dort finde ich etwas, das mich an sich nicht sehr überrascht. Eine Leiche. Seans Leiche. Ich berühre sein Gesicht mit meinen Fingern. Es ist noch warm. Er kann noch keine 20 Minuten tot sein. Als ich durch die Taschen seines Mantels gehe, finde ich eine Flasche, die vom Geruch her Whisky enthalten haben muss. Und ein paar Papiere, auf denen der Name John Ford steht. Sie sind so gut gemacht, dass sie fast wie echt wirken. Plötzlich bringt mich ein Geräusch hinter mir wieder zurück in die Realität. Aber es ist zu spät. Ein Satz Handknochen fährt mir auf den Kiefer wie ein Laster. Ich gehe zu Boden. Vom Rückschlag krümmt sich mein Finger um den Abzug meiner Waffe und ein Schuss löst sich. Die Flugbahn des Projektils ist so zufällig wie der Schuss selbst. Der Besitzer der Faust steht da wie eine Statue und macht Geräusche wie ein Gorilla im Zoo. Ich denke darüber nach, wie ich ihn schnell zu Boden bringen kann. Er ist so groß wie ein Haus, aber ein Tritt gegen seine Beine wird ihn fällen wie ein schwindsüchtiges Kind. Gerade als ich losstürzen will, dreht sich der Kerl um und nimmt die Beine in die Hand. Ich folge ihm. Aber sobald ich von den Landebrücken herunter bin, leuchtet mir ein Lichtstrahl ins Gesicht. Eine Stimme sagt, Hände hoch, aber ich kann kein Gesicht erkennen. New Yorker Polizei, fährt die Stimme fort.